Das ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wahrscheinlich wird in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche der eine oder andere auch den Satz fallen lassen. So habe ich mir Weihnachten nicht vorgestellt. Das hätte so schön werden können. Aber der Satz, der stimmt ja nicht nur für Weihnachten oder Advent, sondern manche sagen vielleicht, wenn ich das letzte Jahr anschaue, ja, das habe ich mir anders vorgestellt. Oder das Geschenk habe ich mir wesentlich anders vorgestellt. Oder meine Ehe, meine Familienzeit, die letzten Ferien, es hätte schön werden können, hätte Fahrradkette. Ist dann halt so, wie es ist, es war nicht so schön. Das passiert, dass Dinge manchmal ganz anders rauskommen, wie man denkt, auch an Weihnachten. Nicht nur das Essen verbrennt, sondern die ganze Stimmung irgendwo im Keller ist und man auch ganz wenig damit anfangen kann. Und ich glaube, nicht wenige, und vielleicht sitzt du gerade heute hier und bist auch einer von denjenigen, können mit Weihnachten und den ganzen Drumherum und Klebim und alles Mögliche und Friede, Freude, Weihnachtskuchen relativ wenig anfangen. So eine alte Geschichte, so ein bisschen Folklore, Geschichte aus einer vergangenen Zeit, alle Jahre wieder, Bethlehem, Krippe, Sternsänger und alles Mögliche. Und irgendwo denkst du, ja, ich habe es gesehen, ich habe es wirklich gesehen. Die Geschichte ist nicht so hilfreich für die großen Probleme der Welt und auch nicht für die kleinen von meiner Welt. Und Maria gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Krippe. So beschreibt Lukas, das Lukas-Evangelium, einer der Biografien von Jesus in der Bibel beschrieb und aufzeichnete, so beschreibt er das Ereignis, wo wir Jahr für Jahr seit 2000 Jahren feiern miteinander. Kürzer und knapper kann man es kaum sagen. Und Maria gebar ihren ersten Sohn. Punkt. Das ist wirklich sehr nüchtern. Ganz einfach wird da beschrieben, was da wir von 2000 Jahren an immer wieder feiern. Und Jahr für Jahr geht es an Weihnachten in allen Kirchen genau um diese Geschichte. Das Gute daran ist, wenn du Pfarrer bist oder Pastor, du weißt ganz genau, nächstes Jahr 2024 ist das wieder ein Thema. Also ich kann euch jetzt schon darauf vorbereiten, nächstes Jahr geht es wieder um Weihnachten. Wieder um den Jesus in Bethlehem und so weiter und so fort. Das ist das Gute. Das Negative daran ist, als Pfarrer, Pastor musst du dir überlegen, wie kannst du die Geschichte denn irgendwie nochmal neu erzählen? Die alte Geschichte, wo für viele so eine Art christliche Folklore ist. Diejenigen von uns, die Kinder haben oder Enkelkinder, die kennen dieses Phänomen. Meistens wollen die Kinder oder Enkelkinder immer das gleiche Büchli lesen. Wir hatten letzte Woche Enkelkinder bei uns daheim zum Übernachten und so weiter. Und meistens ist es dann so, dann suchen sie, ja, tust du ein Büchli vorlesen? Ja, wir lesen ein Büchli vor. Und dann gehen sie an die Kiste mit dem Büchli. Und dann ist ja nicht so, dass sie an die Kiste mit dem Büchli gehen und dann Ausschau halten nach Büchern, die sie noch nie gesehen haben. So ein Büchli, aha, was ist das Häschen Hoppelhain, fällt in den Schacht hinein oder irgend so ein Quark. Kinder suchen fast immer die gleichen Büchli aus. Durch alle Entwicklungsphasen durch haben Kinder so Lieblingsbücher und unsere Enkelkinder auch. Und wenn es denn Pingu geht fischen ist, zum Beispiel, oder irgendein anderes, dann liest du als Großvater 1002 Mal die Geschichte. Pingu geht fischen. Und du liest das mit so sinkender Begeisterung. Nein, ich will wieder Pingu, das Büchli, das will ich wieder lesen. Und ab und an bin ich dann in der Versuchung, tatsächlich so die Geschichte ein paar Seiten zu überspringen. Zum Beispiel bei Pingu oder irgendeinem anderen. Dann sage ich, okay, wir machen 2 Seiten drüber, dann geht es schneller. Und das Verrückte, die Kinder kriegen das mit. Nein, da fehlt eine Seite, du musst die auch erzählen und so weiter. Und dann sind sie hässlich und werden alles Mögliche und dann fängst du wieder von vorne an. Und ab und an bin ich auch versucht, so eine Geschichte, wo sie immer gerne hören, ein wenig zu pimpen, so ein bisschen aufzumotzen und sagen, komm, wir tun so, saß da am Wasser und auf einmal wackelte die Angelrute. Und dann schwamm mein Schatten unter der Angelrute hervor und plötzlich kam ein Killerwal und fraß die Angelrute oder den Pingu selbst gerade auf. Kinder finden das überhaupt nicht geil. So geht die Geschichte nicht, die ist falsch, du musst die richtig erzählen und so weiter. Ja, und dann fängst du wieder von vorne an, zum 1003. Mal Pingu geht fischen. Und ganz ehrlich, es bleibt dabei, so eine Geschichte
verliert für uns Erwachsene ein Stück einen Reiz, je öfter wir sie erzählt haben. Und ich muss mich jedes Mal ein bisschen mehr motivieren, die gleiche Geschichte genau so wieder zu erzählen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das Schicksal hat zumindest in unserem Breitengraden hier auch die sogenannte Weihnachtsgeschichte ereilt. Dass man sie so oft schon gehört hat, dass man sie gar nicht mehr hören will. Oder schon weiß, wie es ausgeht. Der Kleine liegt in der Krippe mit Windeln. Punkt. Überall ist irgendwo die herrliche Musik von Händels Messias zu hören und irgendwo wird sie auf unsere Ohren und versucht in unser Herz hineinzusingen. Sterne gehen auf, die Hirten schalmeien und so weiter, frohlocke, o Erde. Aber ich erlebe sehr wenig von diesem Frohlocken so in dieser Gesellschaft über diese Geschichte von Jesus, von seiner Geburt. Für manche fühlt sich sogar die Geschichte eher vertrocknet an. Vertrocknet alter Glaube. Vielleicht wie so eine alte Deko aus dem letzten Jahr. Man hat sie nicht richtig versorgt und jetzt ist es halt so grau, braun, meliert. Ein Überbleibsel vom letzten Weihnachten. So hört sich die Geschichte für manche an. Leblos, nicht wirklich lebendig. Oh, du Fröhliche? Ja, geht so. Oh, du Fröhliche, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Wenn manche diesen Text denken, ja, das ist vertrockneter, staubiger Kram. Welt ging verloren, Christus ist geboren, ja, so what. Damals, als das Neue Testament geschrieben wurde und die Geschichte dann aufgeschrieben wurde, da war das eine Sensationsstory. Und noch vorher, wo die Hirten auf diesem Feld waren, auf einmal dieses Licht sahen und wie geblendet waren, die ganze folgende Nacht war mehr oder weniger schlaflos die Leute. Sagt, da ist was passiert, das ist außergewöhnlich. Jene Sterndeuter machen eine halbe Weltreise, weil sie dem einen Stern folgen wollen und sagen, hey, das hat was von Bedeutung. Und der gute König Herodes in der Geschichte, als er die Geschichte hört, dass ein Kind geboren ist, ein neuer König, hat er Angst um sein Königreich. Und bei uns, würde ich sagen, löst das wenig aus. Kaum einer macht sich auf eine Weltreise. Die meisten werden uns wahrscheinlich nächste Woche noch so Sonderangebote noch suchen wollen. Und sage, das beschäftigt mich mehr. Was wäre, wenn an deinem Weihnachtstisch es dieses Jahr die Geschichte von der Geburt von Jesus wieder lebendig würde? Auf eine neue Art lebendig werden würde. Auf eine neue Art, vielleicht wie bei den Hirten, auf einmal was wach wird, sagt, hey, die Geschichte hat doch was. Warum wird die seit 2000 Jahren erzählt? Warum feiern wir das? Und nicht nur mit Kerzenschein und mit allem Möglichen. Warum? Das hat doch mehr. Ich sage euch was, die Geschichte hat wirklich viel mehr Potenzial als ein paar Kerzen, ein Weihnachtsbaum und ein schönes Festessen mit einem Braten, der gelingt oder auch nicht. Die Geschichte hat mehr in sich. Und die Frage ist vielmehr, wie kann die Geschichte für dich dieses Jahr, Weihnachten 2023, wie kann die Geschichte wieder zum Leben erweckt werden, dass sie für dich auch eine Bedeutung hat, wirklich lebendig wird, dass es sich wirklich lohnt zu feiern? Das ist die Frage. Das ist wirklich schade mit der Ente. Hey. Oh, das ist Pizza. Ich kann sie gerade mal schnell holen. Pizza. Jawohl. Mami, ich habe eine Frage. Was ist eigentlich eine offene Beziehung? Aber das schwätzen wir jetzt nicht, lange gell? Pizza mehr gehabt. Das ist Ja, ich Pizza, auch, gestern Family Abend. Pizza. Ja. Oh, wer hat dort Pizza Hawaii bestellt? Bin ich dachte. Die Geschmackshütte. Einfach, ja, macht mich sprachlos. Ich kann es nicht anders sagen. Man kann immer Da dazu ist lernen. Prosciutto los. Fungi, Ich habe vegetarisch. da ist das, ja, da ist das. So, Teilen wir es, oder? Wenn es muss sein. Es tut mir nochmal leid, dass das nicht so funktioniert hat mit der Ente. Ist doch kein Problem. Hauptsache, wir sind jetzt zusammen, es geht allen gut, wir sind alle lebendig. Außer halt die Ente. Ja, also ich würde jetzt langsam
weiter Nina. wenn es okay wäre. Nein. Ich habe gesagt, du kannst heute oben nicht mehr hingehen. Aber ich würde... Aber du weißt doch genau, wie wichtig es eine Mami ist, dass wir jetzt zusammen die Weihnachten verbringen und eine tolle Zeit haben. Genau. Ja, aber ich würde wirklich gerne jetzt langsam gehen. So. Ich meine, ich darf auch nicht gut zocken. Ja, aber das ist ja etwas anderes. Nein. Nein, du darfst nicht zocken. Du bleibst da. Darf ich spielen? Ich mag nicht. Nein, jetzt isst deine Pizza. Nina, erzähl mal, was würde dich so mehr interessieren, dass du weggehen als wie bei deiner Familie sie an Heiligoben? Weißt du, Rosi, jetzt findet eben die Christmas Celebration statt. Was? Ja, so eine Art Weihnachtsgottesdienst, aber nicht einfach so lang wie so eine langweilige Kirchenchor, sondern eben, es ist wirklich etwas Tolles und darum würde ich gerne gehen. Was willst du in einem Gottesdienst? Ja, das ist ein bisschen eine lustige Geschichte. Letzte Woche ist mir eben Jesus begegnet. Hast du jetzt auch einen Freund? Nein, Mia, das ist im Fall nicht so. Das ist nicht mein Freund. Immer noch. Sehr Liebes, wie ist er dir begegnet? Also eben, ich kann es noch nicht so ganz einordnen. Ich bin mit der Chiara halt draussen gewesen. Wie wir so oft in unserem Lieblingsclub sind, dann sind wir so rausgelaufen, haben eigentlich eine rauchen. Und dann ist einfach so eine random Frau auf uns zugekommen und hat mit uns angefangen zu schwätzen. Und sie hat so über Gott etwas angefangen zu erzählen. Und ja, zuerst haben wir so gedacht, okay, mega cringe. Aber irgendwie hat sie genau die richtigen Sachen gesagt. Und wir haben dann gedacht, okay, dann schwätzen wir mit der. Und dann hat sie noch so Zeugs gesagt, wie von wegen Gottes Liebe täge alle Sorgen und Ängste aus unserem Leben vertreiben. Ja, genau. Dann hat sie noch für uns gebetet. Ich weiß auch noch nicht so genau, was das heißt, aber auf jeden Fall in dem Moment, ich weiß im Fall nicht, was dort passiert ist, aber ich habe dort so eine Wärme gespürt, die ich so noch nie gespürt habe. Und mich bedrückt einfach schon mega lang so eine mega Traurigkeit. Und die ist einfach plötzlich weg gewesen und ich bin einfach nur happy gewesen. Ich kann es nicht erklären und ich habe irgendwie gespürt, dass da etwas ist, wo mich sieht. Ich weiss, es klingt mega kitschig und so, aber ich habe einfach so das Gefühl gehabt, da ist etwas, das mich über alles liebt. Oder jemand, ich weiß es nicht. Und eben die Liebe ist bedingungslos, ich kann nichts machen und die ist einfach da. Und ja, durch das Erlebnis habe ich gedacht, an dem Gott muss etwas dran sein. Vielleicht ist ja wirklich was an dem Gott noch mehr dran. An dem Kind in der Krippe, an der ganzen Story. Vielleicht macht nicht jeder so ein Erlebnis. Nach dem Ausgang irgendwo einen Mensch treffe, der sagt, darf ich für dich beten und auf einmal passiert was. Manche machen überhaupt nicht so ein Erlebnis. Aber vielleicht ist doch was an der Geschichte dran, das wieder zum Leben erweckt werden könnte, vielleicht auch in deinem Leben. Manchmal, und wenn du alles vergisst von dem Sonntag, aber nimm das mit, manchmal brauchst du nur ganz wenig, dass das wieder zum Leben erweckt wird, was abgestorben ist. Ähnlich wie mit diesem Gewächs hier. Das nennt man Rose von Jericho. Das ist ein besonderes Gestrüpp, ein besonderes Gewächs. Das hat eine Eigenart. Das Phänomen ist, das sieht so vertrocknet aus, das kann 1-2 Jahre so vertrocknet in deinem Keller liegen und verstaubt sein. Aber dann, in dem Moment, wo du das rausholst und in eine Schale von Wasser gießt, dann passiert wirklich eine Verwandlung. Vor ein paar Tagen haben wir die auch ins Wasser gelegt, dieses vertrocknete Ding. Und dann fing es auf einmal an, sich zu entfalten. Die Rose von Jericho findet man so in der Nähe von Jericho, in Wüstengegenden, Jordanien, Syrien, Nordafrika. Und sie hat ein besonderes Phänomen. Sie rault sich ein, sie kann Jahre vertrocknet umher sein. Und Stück für Stück, wenn es mit Wasser in Verbindung kommt, wird es sich auf einmal entfalten und wird schön, wird grün. Pilgerreise, die
Pilgern, die nach Jerusalem gepilgert sind, die haben das Phänomen entdeckt in der regnerischen Weihnachtszeit und haben die gesehen in der Wüste, wie die denn auf einmal, wenn dann Wasser drauf kam in der Wüste, wie die auf einmal anfingen zu wachsen, sich zu entfalten. Auf einmal grün wurden, was vorher verstaubt und alt war. Und dann wurden sie als Souvenir hier mit nach Europa gebracht. Rose von Jericho. Ich glaube, bei manchen ist das Phänomen ähnlich, so wie mit dem Glauben, mit Weihnachten letztlich. So vertrocknete alte Geschichte, nicht wirklich lebendig, so eben christliche Folklore. Aber mir ist die Rose von Jericho wirklich zum Bild geworden für unseren Glauben an die Geschichte, dass da ein Retter geboren wurde in Bethlehem und der wirklich Bedeutung hat. Dass die Story von dem Kind, was da geboren wurde, in Windeln gewickelt wurde und dann in eine Krippe gelegt wurde. Vielleicht ist wesentlich mehr daran, auch für dich, auch in diesem Jahr Weihnachten an deinem Weihnachtstisch. Wie gesagt, es benötigt ganz wenig, nur ein wenig Wasser. Du tust da rein und dieses Gestrüpp fängt an, wieder lebendig zu werden. Und so brauchst du auch wenig, vielleicht für deinen vertrockneten Glauben oder Nicht-Glauben oder eine Skepsis an diese alte Geschichte, dass die Geschichte wirklich wieder lebendig werden könnte und sogar eine Bedeutung hat für dich hier und jetzt. Wie gesagt, die Rose legt man ins Wasser und nach 2, 3 Tagen, 4 Tagen fängt die an, sich zu entfalten. Was macht man mit dem Nichtglauben oder Skepsis gegenüber dieser alten Geschichte? Wie könnte es aussehen, dass man das Wasser, wo man es hineinlegen muss, dass wirklich wieder was zum Blühen kommt, auch bei dir? Vielleicht sollten wir es so machen, zum Beispiel wie die Sterndeuter in der Geschichte. Die haben diesen Stern gesehen, es waren Sterndeuter, es waren keine Könige. Die Story ist viel jünger, ich werde es später erzählt. Die Sterndeuter, weise Leute, haben dieses Licht gesehen und sagten, das hat was, irgendwas hat das. Wir glauben daran, das hat eine Bedeutung, haben sich auf den Weg gemacht. Sie kamen aus dem Iran, heutigen Iran. Ungefähr 1300 Kilometer haben sie unter die Füße genommen. Also nicht von hier bis zum Oberbasserbiet, sondern wirklich eine lange Reise. Mit Kamelen zu Fuß, 1300 Kilometer. Und ich kann mir vorstellen, während der ganzen Reise haben sie ab und zu sich gegenseitig wieder ermutigt, sagen, ja, komm, wir gehen weiter, wenn sie keinen Bock mehr hatten oder es schwierig wurde. Doch, wir glauben weiter, der Stern, das hat was. Sie kommen nach Israel, sie suchen einen neuen König. Wohin geht man? In den Königspalast, um nur dort festzustellen, nein, der neue König ist nicht im Palast. Der neue König ist 7 Kilometer weiter in Bethlehem. Weil das haben sie rausgefunden an den alten Schriften im ersten Teil der Bibel, im Propheten Micha, dass dort ein neuer König wirklich geboren wird. Und dort werden sie wirklich dann auch fündig. Wirklich sich auf den Weg begeben, so wie die Sterndeuter, beinhaltet ja, dass man eine gewisse Neugier hat. Gewiss denkt, hey, das interessiert mich jetzt, was dabei rauskommt. Wie es denn wirklich werden könnte. Und das gilt auch für unseren Glauben. Manchmal muss man sich auf den Weg machen, um das Nächste zu entdecken. Und manchmal hat man keine Lust mehr zu laufen und dann, ja, aber das hat was. Wir waren mit unseren Enkelkindern letztes Jahr in den Ferien. Und wenn man mit Enkelkindern spazieren geht, im gewissen Alter, das geht ungefähr 5 Minuten. Dann heißt, wann gehen wir wieder zurück? Und das ist zu anstrengend, einfach keinen Bock zum Laufen. Und an einem Nachmittag haben wir so eine Schatzsuche gemacht durch den Wald. Die sind kilometerweit gelaufen. Kilometerweit, das hat gebissen und alles. Warum? Ja, vielleicht entdecken wir den nächsten Schatz. Und dann haben wir da wieder was gefunden und da was gefunden. Ich glaube, ähnlich ist es den Sterndeutern auch gegangen. Und ähnlich kann es dir auch gehen. Wenn wir uns auf der Reise machen, auf der Suche machen nach diesem Kind von Bethlehem, das kann wirklich lebendig werden in unserem Leben. Vielleicht siehst du dich ja selbst so ein bisschen als so ein Sterndeuter, das einen, der auch ein bisschen auf der Suche ist und noch nicht so genau weiß, wo endet denn meine Reise. Wenn du so eine Person bist, dann möchte ich dir Folgendes mitgeben heute. Such weiter und du wirst finden. Und ein guter Ansatz vielleicht mal zu suchen wäre, dass du deine Bibel nochmal aufschlägst, auch die alte Geschichte von diesem Jesus, wo in Bethlehem geboren wurde. Und ich sage dir, du wirst Entdeckungen machen. Die Geschichte hat heute noch Kraft, dass sie zum Blühen kommt, auch in deinem Leben. Wir werden nächstes Jahr, übrigens im Januar, werden wir so ein Alpha-Live-Abende machen. 10 Abende miteinander. Wo man so eine Entdeckungsreise machen kann im Glauben. Sag mal, hey, ich möchte das mal, was steht eigentlich da in der Bibel überhaupt drin?
Keine Ahnung. Du bist herzlich eingeladen, eine irre Gelegenheit, Fragen zu stellen und so eine Entdeckungsreise zu machen. Es wirklich auszuprobieren. Glauben hat ganz viel mit Ausprobieren zu tun. Ähnlich wie Nida jetzt eben erzählte von ihrem Ausgang und für sich beten ließ. Hilft nichts, dann schadet es ja auch nichts. Es ist ein Ausprobieren. Ein Ausprobieren auch vom Glauben. Der Jesus, der in Bethlehem geboren wurde, Leute, ist glücklicherweise nicht in der Krippe liegen geblieben. Er ist erwachsen geworden. Ein erwachsener Mann, der umhergezogen ist, Leute mitgenommen hat und irre Geschichten geschrieben hat. Und eine der bewegendsten Geschichten für mich, was die Mission von Jesus anbetrifft, ist eine Geschichte, wo er auf eine Frau trifft zur Mittagszeit. Und mit dem möchte ich schließen. Jesus trifft diese Frau zur Mittagszeit an einem Brunnen. Die Frau geht Wasser holen zu einer Zeit, wo man normalerweise es nicht macht, weil es zu heiß ist. Man geht nur dorthin, wenn man nicht gesehen werden will. Und Jesus ist auch dort und bittet die Frau um was zu trinken. Und aus der Geschichte, aus dem Gespräch entwickelt sich eine ganze Story. Die Frau hat schon etliches hinter sich. Mehrere zerbrochene Beziehungen, auch die jetzige Beziehung und das ganze Leben ist nicht wirklich geil, ist nicht schön. Und das kommt alles irgendwo im Gespräch raus. Und Jesus bittet sie, gib mir was zu trinken und die Frau gibt ihm was. Und mitten in dem abgestorbenen und frustrierten Leben, auch von dieser Frau, sagt Jesus dann folgenden Satz. Und ich möchte euch vorlesen aus dem Evangelium von Johannes. Jesus sagte, look, wer dieses Wasser trinkt, und damit meinte das Wasser, was die Frau ihm gegeben hat. Wer dieses Wasser trinkt, der wird wieder durstig werden. Logisch, du wirst morgen wieder Durst haben, nachher. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Und Jesus sagt hier, ich biete Lebenswasser an. Ich biete dir an, dass das Vertrocknete auch in deinem Glauben, in deiner Lebensgeschichte, all das Abgestorbene an Hoffnung, an Enttäuschung, ich biete dir an, dass da Wasser hineinkommt, mein Geist kommt und das wieder zum Blühen kommt. Das ist die Mission von dem kleinen Kind, dass Menschen in der Gemeinschaft mit Gott wieder anfangen zu blühen, wirklich anfangen zu blühen und merke, hey, es kann noch so vertrocknet und alt sein, aber das kann wirklich wieder lebendig werden. Und das gilt dir an Weihnachten 2024. Das wünsche ich dir, dass dein Weihnachtstisch mit deinen Liebsten, mit deinen Freunden, wo auch immer du dieses Jahr Weihnachten noch feiern willst, dass an dem Tisch, wo du sitzt, es wirklich lebendig wird. Jesus lädt dich an seinen Familientisch ein. Das ist der Familientisch Gottes. Du bist dabei. Und Gott sagt, hey, du bist herzlich willkommen. Alles ist vorbereitet. Wasser ist da. Trinken musst du selbst. Trinken musst du selbst. Man kann es nur hinstellen, aber trinken, das ist das Angebot Gottes. Gott respektiert dich und sagt, hey, trink. Und es wird zu einer Quelle in deinem Leben, wo Neues wieder aufblühen darf, wo auch Abgestorbenes wieder lebendig wird. Probier's aus. Probier's aus. Und das wünsche ich dir, dass dein Weihnachtstisch dieses Jahr wirklich das erleben darf. Dass Jesus nicht nur in Bethlehem geboren wurde und wir uns daran erinnern, sondern auch in deinem Herzen wirklich geboren wird. Ich bete noch mit uns. Hey, wenn du möchtest, dass Jesus wirklich dieses Lebenswasser in dein Leben gibt, dann kannst du einfach dieses Gebet an deinem Platz einfach mitbeten. Still, leise für dich. Und Vater im Himmel, danke, dass du gekommen bist, uns Menschen zu retten und zu lieben. Danke, dass du ein Lebenswasser gibst, eine Frische, wo ich nicht selbst erarbeiten kann, sondern du mir schenkst. Und in deinem Namen möchte ich dieses Wasser nehmen und davon trinken. Ich möchte, dass du in meinem Herzen, in meinem Leben nicht nur einen kleinen Platz hast, sondern wirklich den Chefsessel hast. Ich möchte, dass du bei mir wieder geboren wirst. Ich möchte, dass du mich lebendig machst. In deinem Namen.